Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs feines Metal Podcast. Man Peter, mit Gilles, schöne gute Mittagspiet. Moin, wie geht es dir? Wunderbar, an der Schule bei mein Mikro aufgehängt. Scheiße. Ja, alles okay. Und du? Ja, kann nicht kloen. Das ist schön. Und Das ist das Minimum, was wichtig ist. das hat ähnlich erzählt, dass wenn es dir gut geht, just dir. Bei mir sind es auch wichtig. Ja, du nur musst gelebt gehen, dem Schema. Aus den Gründen sind wir auch nicht heute, mehr für Nee, weiter zu diskutieren, eine gewisse Thematik, wo als alle zwei rezent richtig bemerkbar ging ist, wo aber nicht Männer drüber geschwärzt wird, und zwar die famosen Gatekeeping oder wie ihn so seht, puristisch Metalheads oder auch nicht Metalheads, war Elitismus am Metal. genau, die probieren ihre Genre oder einfach fit mir einfach zu sagen, dat do as Metal an déi do zocht vum Metal as ke Metal. Voilà. Der der ganze Genre verteidigt mit allen möglichen. Ja, du hast gesot, der wär dat recht fir un pu Joer mat fir allem am Internet lo so richtig opge. Ja, also wie gesagt, persönlich schon ich nie wirklich Erfahrung gemacht, hier am Land zumindest. War mir an sich immer relativ egal, was ich gelauscht habe. Aber das war echt wirklich so im Internet aufgefallen, was Leute zu Diskussionen haben. Ich sehe relativ viel auf Reddit NRW. Ja. Und du hast eben diverse Subreddits über Metals, Metal Memes, Black Metal und weiter und so fort. Und du sind oft ganz unnötige Diskussionen an einzelne ich bin schon vorgestellt. Das hat alles eng Satire oder mengen sie das echt? Aber ich meine, sie mengen mittlerweile relativ echt, wie sie über verschiedene Schwätzen, was als Metal kategorisieren und was nicht. Und da ist eben das, wo wir heute viel drüber schwätzen. So. Absolut. Persönlich, weil ich mir über den Begriff Gesicht tun, ich finde nicht so, dass ich selber ein Gatekeeper bin. Aber ich gerode aber auch regelmäßig an so Diskussionen ran, wusste effektiv nicht unbedingt das, was du gerne lauscht, also da wusste meinst, dass das Definition, so wie ich die Musik gesehen, du probierst aber irgendwie, da immer irgendwie gut zu drehen. Und ich musste direkt mit dem Meme denken, wusste man haut geschickt hast, was den ausschwätzt oder wann ihn dich ausschwätzt, oder du siehst, ich schon Metal Gear, und den anderen sieht, ich schon auch Metal Gear. Und dann hast du direkt ein gewissen so. Aha. Ich will nicht so, für ein T-Shirt tun, du hast kein Metal Gear, du lauschst das Mucke Metal. entweder das oder eben so, du weißt oder schon, wat, oder du kannst das schon mal denken, was für ein Band, dass die Person für alle echt erwähnt. Wenn sie sehen, schon Metal Gear. Ja. War doch nicht immer falsch. So gewisse für die. Das ist auch dann sind Leute, die recht relativ frisch an den Metal-Werbe rankommen sind und nicht lange lauschen. Und dementsprechend, dass die Bandbreite von Bands, die es lauschen, ist ja auch nicht unbedingt groß, aber weit verbreitet und auch echter, das ist mir Mainstream, soll ich so, ne? Und ich meine, du und ich, wir allen zwei, wir kennen allen zwei viele Bands, die quasi Mainstream sind, die mir allen zwei nicht besonders gerne lauschen. Ja, das so. Und ich gebe trotzdem Majorität von den Bands als Metal bezeichnen, auch wenn ich es nicht gerne habe. Das stimmt, das ist wohl richtig. Ja, ich meine, ich muss effektiv, wie gesagt, und der Meme denken, gell? Und noch in der anderen, weil ich rezent auch mal Leute zum Beispiel auf der Arbeit oder so jetzt hatten, wo dann eben der Satz gefallen ist, schon her und du läufst das Metal, und da warst du so ein bisschen mit Vorsicht, wusste dann einfach, das ist so, ja. Und dann lauscht das ja, da voilà, so. und da könnt ihr froh, was lauscht das du dann? Ich weiß, dass ich dem kein Band, doch, ich kann ihm sie alle sagen, weil ich sie wahrscheinlich alle auswendig weiß, wo ich wirklich gerne habe, auch schon seit Jahren verfolge. Aber ich weiß auch ganz genau, dass die Person das nicht kennt, gell? Ja, nächstes Mal kann ich aufhängen. Und nächstes Mal kann ich aufhängen. Und das ist manchmal bei denen da nicht, dass
da fällt dann auch ganz oft der Begriff, ob es lo zum Gatekeeping gehört, mir irgendwie verschmilzt das Thema irgendwie zusammen. Ich meine, die Person Ja. hat mir gesagt, so, ich lausche schon alles bis bei harde Stuff. In Flames ass dat Herz werde ich hier hören hun an schon Dropkick Murphys mega ger. Dann ass bei mir schon so okay, ich weiß, dass ich mat der limitiert sinn fir iwwer Musiken zu schwätzen. Well Ja. net Ja. weil ich Ja. in Flames net kann erstun oder Dropkick Murphy sind ich vielleicht die große Fan méi. Ja, geheiert auch zur Familie. Me ich weiß, dass die Person festgefroren ass an senger Appreciation von Sachen so méi wie dat geht net, weil alles ernst das ass kein Metal oder ass kein Hardrock. Ich mein, geht ja nicht an de Metal am allgemeinen mehr. Das kannst du bald bei all Musik so. Ich meine am Hip-Hop was wahrscheinlich noch mehr krass wie am Metal wahrscheinlich. Mir war das kann ich kann ich nicht bestätigen, ja. Aber du sagst, wir hatten das schon oft gesucht gehabt, das Genre neben Heinz zu verschmelzen. Und du kannst effektiv diskutieren, was ist du nach Rock, was ist schon Metal, was ist, ab wenig aus etwas überhaupt Metal. Als Fans nicht unbedingt einfach zu beantworten, effektiv. Ne? Ich meine, das kannst du doch nicht wirklich beantworten. Der denkt ja immer nicht im Auge, mehr im Ohr des Hörers, weißt du. Voilà. Das ist ja viel, die Zweifel zum Beispiel Oldschool AC/DC zu Heavy Metal zählen, was ich noch nicht mache. Für mich ist das echt ein Hardrock. Das sind bestimmt Leute, die mal zustimmen, andere so, nee, ich weiß Scheiß. Ja, da kommen eben so Diskussionen auf, eben ums Top, ne? Ja. Ich meine, wo ich persönlich am meisten geholt an der Hauptsache an der größeren Metal-Szene, wo es wirklich, wo das auffällt, die gewisse Gatekeeping an das Verteidigen vom Richtigen, als entweder am Power Metal oder am Black Metal. Da fällt es mir persönlich gut auf. Black Metal sowieso. Oldschool Sachen, Thrash Metal auch ganz viel, aber. Ja, aber das sind schon nicht so also du hast nicht los direkt von das war das von war wie gesagt D2 mir das bestimmt ein bisschen überall ja aber zu Thrash Metal ich hatte eine Geschichte da kommen wir mich später drauf was auch wurde mir ganz stark aufgefallen ist dass eben wo neue Genres dazu kommen sind so ab den mit 90er alles viel drunter generell immer zum Metal gezählt hat Klassiker, Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Oldschool an und do. Und da war dann demmal den Alternative Metal, was dann dazu kam, an den New Metal, ne? Und da ist der 10 Jahre damals gar nicht gegangen, ne? Bands wie Korn sind heute teilweise akzeptiert, aber so Sachen wie Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, das will kein wissen, das will viel nicht. Dat zugeheiert an ihrer Metal-Welt. Ja, das so. Man hat doch zum Deel denken ich nach ein anderen Aspekt. Mengst du dat doch zum Deel du mat den erstens mal wie sie sich op der Bühne gehen, zweitens Texter wo sie machen, drittens vielleicht auch einfach der Kleidungsstil. Ich meine, mir hat ja eng witzige Episode die wird den New Metal effektiv ich meine mir bekannt gehen an je dem wat Genre das gehst du net an Dinger sondestracht du hin gell du gehst engem Bandshirt und du gehst schwarz gekleet du hin dat ass natürlich auch eng gewissen Zocht vun Purismus on jetzt eef zu wollen mir einfach weil du von der ausgehst dass dat so was ich kann das einfach vieles ein Kombination aus Film echt das nei es klingt net so wie es jetzt früher gewinnt war. Am Beispiel von New Metal das Filmi einfach gespielt, sie kein komplex Waves dran, sie kein Soloen dran dann ja bis du gesucht hast dann der Kleidungsstil mich ganz viel aus wo hast Jeans Chili Kutte Matte Patchen Drop lang hoher New York Yankees Cup das da kein Metal Kleidungsstil das so. Ich meine dasselbe Taste denke wo de Metalcore kommen aus gell ich meine schon von mir an der 10 dummels waren so Ufang mit der 2000er wo mir auch viele Konzerte waren wo de Metalcore so bisschen
wie groß kind bis Gewurskind aus Lützeburg ich war auch die Zeit immer lang hoher den dann Cannibal Corpse T-Shirt zu stehen alles schon Metalcore appreciiert noch haut nach ist nicht alles aber viel da war dann die neue Kultur bezog kommen mit den jungen Leuten mit ihrer farbigen T-Shirten an Skinny Jeans an Emo Haircuts und so weiter Crabwalking. ja dat hat viel Leid irritiert ne? Ja, vielleicht einfach, weil er doch, ich meine, Metaler als Komfort, der ja, sind ich der Meinung, aber wenn es dann länger Komfortzone bist, ob ein Konzert oder wenn es ein CD gemütlich am Auto lässt, dann willst du nicht, also kein Fremdkörper, den an den Zehen andringt. Und vielleicht geht so Sachen schon durch. So wie klingt, ja. Ja, das war vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber vom Prinzip her mengen ich verstehe mir alles. So ungeziefer, was will dabei kommen, was mengt, geht dazu gehören. Ja. Poseren, lauter Poseren. Ja, leider, ja. Aber ich muss da effektiv meine eigene, oder nicht meine Erfahrung, mehr, ich war auf einem Konzert für Jahren, ein Black Metal Konzert an der Kufa hat was war das schon mal? Das war Bolt Thrower hat gespielt an 4 Band war Chthonic. Nee, das warst du nicht dabei, das war ein anderer Kerl. Was stimmt? Ah, okay. Nee. Du hat ich meine es war Bolt Thrower. Ich weiß just, dass die 4 Gruppe war Chthonic, die taiwanesische Black Metal Band. Die war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich bekannt in Europa. Für mich war das geil, weil ich hatte Demo schon wirklich appréciiert, wie das zu machen. Und natürlich ein Show an der Kufa, da siehst du nicht, nee. Und du war da natürlich meine Frau, wo auch mittlerweile zu dekadente Scheiß lauscht hat, wie ich, hat das dann noch dabei gewirrscht. Und zu dem Zeitpunkt war mein Schwur als ein absoluter Meister, als Pianist. Klassische Pianist weiß absolut was er möchte an der klassischen Musik und dann hat über die letzten Jahre ein bisschen ein Ohr für ein bisschen mehr extravagant Metal-Bands entdeckt oder ich kann da nicht genau so warten an der Musik ich denke dass die Atmosphäre wohin wirklich beeindruckt zum Teil und wo was ihm dann zum Beispiel Chthonic auch gut kommen und gesagt oh ich gehe matt so ich weiß dass mein Schwurin ist immer sein Kleidungsstil egal immer schon gewirrscht und das muss einfach respektieren das ich fand doch gut ich fand doch gut ja so soll er doch sehen an ihm persönlich ist es wahrscheinlich schnell gefallen mir ich weiß dass wir waren die farbigste Papageien du geil auf einer Venue wo zum Deal nehmen also Black Metal Herz waren geil die du an der Tüste und der Blicker gespurt einfach wie du umgeguckt die was dazu muss ich auch so also nicht gehen als französisch Metal Brider dabei sind mehr ich fand just von der Erfahrung hier wo ich selber matt gemäht und dass Franzosen nach viel Männer tolerant sind an so Sachen wie die Anna ich weiß nicht ob das generell an den französischer Kultur leid weil den sich generell wird alles als iedereen oprecht immer da tun es schon irgendwie zu spieren kriegt oder nicht zu spieren kriegt oder sehen das wirklich aufgemäht mit aber gefühl so okay die Leute die wollen nicht dass ich heiß sind ich vermassle denen gerade den Ofen just weil ich heißt den meine Musik sehr wo ich gerne ja ich weiß nicht dass du das Realität leid mit Black Metal Community als ganz extrem durcheinander ja ich hasse den Heinz du so gerne Black Metal Musik und so hasse scheint die Community weil ihr wirklich toxisch Fans keine Ahnung ich meine so viel Black Metal das ja heute so ausgeprägt dann wird sich immens weiterentwickelt an verschiedene Richtungen an vieles davon hört nämlich wirklich Sound für freier an sie auch viele so ab dem Ionismus dort als Black Metal matt gestorben alles was nur kommen es ist nach Pseudo nur armer und so weiter und ich fand ganz besonders dass die Community du bisschen hated zu viel hated. Ja, das stimmt effektiv. Ich denke,
wie gesagt, das ist wahrscheinlich einfach, weil sie nicht mal im Changement eins gehen. Du kannst auf viele Sachen zurückgreifen. Ich meine, mir auch schon eine ganze Gruppe uncovered Episode gemäht, wo man verschiedene Künstler, die eine gewisse Entwicklung an ihrer Karriere gemäht haben, wo sogar dann Fans hier Band mit der neuer Band verteidigen. So. Nee, du bist nicht Blind Guardian. Ich will noch just die Blind Guardian für früher, was da haut, ist kein Blind Guardian mehr. So. Ja, ich wisse so, ist das denn überhaupt neidisch? Ich weiß nicht. Mit dem Überfluss von Metal, wo du am Jahr kriegst, mit der Variante, wo du kriegst, verstehe ich nicht wirklich, weißt du, kannst so an Teilweise auch extrem weit gehen, gell? Ja. Ja, man sagt von mir auch extrem aufgefallen, dass ich meine, die Menschen vielleicht kennen den Sid Metal Archives. Sid, wo mir schon oft weitergeholfen wird. Und ich meine, viel dabei ist noch haut nach, auch wenn man für den Podcast hier Recherchen macht und so, gell. Du findest alles Scheiß drauf, alles Scheiß. Aber geh kein New Metal drauf sichern, geh kein Metalcore drauf sichern, und du findest nichts, absolut gar nichts. Kein Deathcore, kein Metalcore, kein Slipknot, kein Suicide Silence, auch wenn das bekannt Bands sind, nee, findest du nicht drauf. Aber ich wie Architects, wo ja aber ein diese Bands sind, gell, nicht. Architects, das ist da Pop, das ist da kein Metal. Ja. Und dann ist aber ich denke, ein One-Man-Black Metal-Band aus Sibirien, die gerade mit 2 Demo veröffentlicht wird, das findest du dann drauf. Ja. Aber wahrscheinlich ist das auch Biografie von denen. Ja. Das wird gehostet von eben sogenannten Elitisten, gebe ich mal so, die und eben du diskutiert, was könnt heran, was könnt nicht heran. Ich fand das so geil, ich sitze von der Stadt aber ein bisschen schwer, dass nicht alles unter den Hut kommt. Ja, ich meine, das ist auch dann umso mehr schwer für die Künstler dann selber, ob es bekannt ist oder unbekannt ist. Wenn du schon vor 4 Jahren du musst ja vielleicht eine Musik, die dir persönlich gefällt, aber du hast schon direkt damit zu kämpfen, dass Leute just als Prinzip haten, und nicht, weil ihnen nicht gefällt, weil ich wahrscheinlich noch gar nicht gelauscht habe, einfach vom Prinzip her. Dann hast du schon ein Problem, weißt du? Dann willst du pure Sales machen, du willst vielleicht irgendwann ein live spielen, und du kannst du nicht, weil die Community dich indirekt blockiert, gell? Ja, du geht auch ganz schnell gehatet, wenn du so quasi ein Sellout muss oder probierst zu machen, da geht schon gehatet, ne? Ja. So, da friede ich doch, ich ist nicht so. Das ist doch umso besser für jede reden. Ich meine, das ist auch eine Sache von launisch sind, so, vielleicht. So, wenn die Person, wo zum Beispiel auf seinem Site für Metal Archives schafft oder was weiß ich, und wenn die schlechten Tag hat, dann die lässt dann den ganzen Tag just Suicidal, Depressive Black Metal, dann hast du keinen Platz mehr für Korn, eigentlich, oder für sonst irgendetwas Neues, oder Killswitch Engage, oder was weiß ich, gell? Ja. Aber sind sie da, gell? Und ich denke, für Schwätze für alle Mengen, oder mir Schwätze für ein Großteil und alle letzteburgische Künstler, die an der bisschen Melodic Death Metal Szene halt zu Lützeburg machen, und die auch mit derselben Musik groß sind wie mir. Irgendwo sind wir aber noch immer alle gute Core-Kanner, gell? Der Metalcore auch von den vielleicht an eine Richtung gegangen, dass es persönlich nicht alles so gefällt. Also richtig geil Metalcore-Lied am Auto bei 30 Grad Fenstern alle hoch. Das ist doch das Geilste, was es gibt. Ne? Ja, das muss also immens gut Automusik, weil eben es pumpt. Ja. Muss just noch gepumpelt gehen, gell? Gepumpelt gehen an alles. Nicht mal vernichtet gehen. Vernichtet das für die Wand da. Für den Hirsch. Aber ich weiß, das ist gut Laune. Also, Metalcore. Ich vernichten immer gern, egal zu einer Jahreszeit. Bei? Ich vernichten immer gern, egal zu einer Jahreszeit. Ich vernichten auch alle Teller, wo man da gestaltet wird. Alles muss immer gehen. Du komme ich noch auf eine andere Thematik zurück, wo auch im Indirekten mal zu dienen hat. An der Stelle mal froh, ob das nicht auch der Grund ist für so verschiedene Affischen, Konzertaffischen so abgedeelt gehen. Und zwar, wir hatten für eine Zeit schon darüber geschwatzt, so,
das Decklust das wei oder wei verschiedene Konzern heinst du organisiert gin weil Band so unterschiedlich sind von unterschiedliche Genren an irgendwo froh ich mich ob dat net auch vom Host oder so teilweise mat Absicht ass fir ich will net nimmen Core Kanner oder Thrash Metal Jeans Heads do läffen hun ich will vielleicht auch eng Aufwieslung gehen vielleicht entdecken Daylight etwas Neues und so du hast dann aber auch am so méi schiel und ich muss mich leider auch selber dazu zählen viele Konzern wo Bands waren okay wann sie nicht gut waren dann voilà, wenn man nicht gefällt da gefällt man nicht mehr es sind aber nie lo radikale rausgegangen einfach aus dem Grund so nee dat do pass net einer Skinne lo an ich komme im ran van de spielen wo ich ger hun ja nee du sagen um eine Chance ich mein, du musst uns schon du bist ich meine muss enger Band lang dem Respekt an du bezielst ja wo hi Geld me das effektiv oft für möchte fall dass ich ging effektiv auch op kann ich mengen mir sind du mittlerweile schon zu zwei gell aber sie wahrscheinlich nicht die einzig dass man entweder für eng 4 Band gehen weil bei der Affiche entweder dick auf der bist du bei hast fährt man nicht kennen dann bleibt man hier stur dann halst du also mega die Überraschung wie zum Beispiel Sur zu Nightfest das war eng willkommen Überraschung an einerwärts kann da auch gut nicht gut sehen und dann mengen ich kannst doch décidieren ja ich gehe raus ja wenn du sagst man eine Chance kind ich denke das muss egal wie man ja du hast eine Thrash Metal Story hast du gesagt ja aber das ist auch etwas wo ich hatte Thema Gatekeeping schon bis mir lang der Lichtstuhl gehabt rezent waren eben auch nur nach du beikommen war doch von allem viel diskutiert ging das überall durch die ich meine die Milch kennen Serie Stranger Things auf Netflix okay, du war eben ein Newcomer an der Band an der Serie gewircht den Eddie Munson das war Metal hat eben spielt nach Jahren also Metal hat den D&D spielt den Nerds eben noch so weiter an der letzte falsch von der 4. Staffel war dann eben als Lied von Metallica gespielt gehen Master of Puppets an dat hat dann Bemol dick ausgestohlen an dick viel jung Kleid und dann Bemol oh das ist cool das Medi von der Leucht drin und hat den Metallica hatten dann endlich noch 40 Schuhe sind sie größer rausgekommen spannende Gag sie hatten dann effektiver Spotify waren so 50 gewircht Master Puppets ein offizielle Clip nach Winter gemäht ja stimmt Lied hat 40 Schuhe alles das ist aber irgendwo krass ja das gesagt ein typisch Metallica-Szene oh ja vielleicht kann man der Prozent rausschluen so ja die ganze Geschichte aus der Metal-Szene also der Oldschool Metal-Szene extrem sauer abgestoßen und das Shitstorm gehen wieso dann lauter kleinen Leid du hier kommen an Mengen sie müssten ein Metallica lauschen eng Band die ist auf 34 Jahre kommt und Mengen sie was wären so das ja das war dick viel Main lang war dazu Thema gewircht so wow man sonst kein Problem mehr ja das stimmt das gehört noch dabei nee, ich kann mich erinnern wie ich die 10 gesehen hun schon gelacht für Fred ich mein, mir hatte noch kurze Zeit drauf hatte mehr als eine Hallen und immer auch bisschen drüber über die Situation das Metallica überall aus christ überall Metallica-Shirts zu kaufen aus der lo strategischen an den Marketing-Schritt von denen ja absolut ja und mein Gott Geld machen da war richtig gell ja wobei bemerkt ich mengen wie mehr Demos Metallica entdeckt hun waren mir auch die jung dumm an die anderen hun halt gesagt die kennt doch schlechen dat seit 20 Jahren an es werden immer so Situationen abkommen wo Leute Musik oder d'Originen vom Metal entdecken an net einfach pressieren und ich fand dat gut dat muss doch irgendwo gefordert gehen
eben heieren op dem YouTube-Video, dat die Metallica Gatekeeping sinn, die geht schon mega weit zurück, gell. Da war wo White Lightning rauskom ass an Leiit do recht ugefangen hun Metallica zu lausren, die sind da schon aufgemacht gin von denen, die schon bei Kill 'Em All dabei waren, also die lacher logisch Metallica, wo sie noch kommerziellen Album machen. Ech hun se schon lachte fir 2 Joer kommt gehabt, gell. Da ist du schon ugegangen, gell. Dat halt bis haut un. Ja, das ist ja schon krass. Ja, Ja. effektiv, du wirst nicht besser zu dienen dann wie dein Saint Anger op die Anna weißt du gesagt gemäht hun dein Saint Anger op die Anna ablesen zu los. Ja, ich frage mich ob einen dann noch steht ich Saint Anger gern den anderen an ob dann irgend den Antwort ich hat Saint Anger Demos schon gern aber du Leute gehen die dazu und das und dem Meme, wo ich da gescheckt hun Aschlacht Metallica. Ja, ich auch seit Engers mein Lieblingsalbum. Da guckt so aus Base drauf. Ja, ja. Mir auch den hat sing Momenter. Kein gut Momenter. Den hat sing Momenter. Alles wiest mit der Zeit. Ich meine, Ja. aber der Genres, ob es egal was das geht. Ich denke noch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch mir zwei schon so ein bisschen auch ungewollt Gatekeeping gemacht Ja, haben. ja, absolut. Auch für Newcomer, die Leute neu rankommen, sind so, wow, du lauscht das da. Das habe ich schon ewig gelauscht. Ich lausche schon einen dicken Underground-Shit, gell, von dem du gut nicht weißt, gell. Ja, das haben alle gut schon gedurcht, gebe ich denken. Ich denke schon. War noch in der Hinsicht, ne. Und ich denke, das ist scheißegal. Lausch da, was du willst, weil egal was für Musik du lauscht, das möchte ich zu nichts Speziellem. Das definiert dich nicht als Person, gell? Nee, an 90% von den Fällen, just weil du eine Band seid, der Geburtsstunde treibers, ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass die Band dich ignoriert, weil du ein von einer Million oder so bist. Und dafür, also, den Hate an das Geschwätz, ich meine, die meisten Bands sind auch so, was soll das dort? Wir gehen nicht drauf an, weil das muss man nicht tun. Weil Ja, es sind natürlich auch viel, also nicht alle gut, aber viele Bands, die auch natürlich Kollegen nehmen, weil sie auch, natürlich. ich meine, sie sind alle wie derselbe Beruf, die einen feiert den anderen, so, guck, die tun ein Album raus, ruhig, du sind dick geile Waves drauf und so weiter, gell. Das ist aber auch kaum und gäbe, so, ne. Ja. Ich meine, jetzt soll auch so weiter vorwärts gehen und das darf auch nicht. Ja. Das darf auch nicht. Ein bisschen schadenfroh kann ich nicht mehr sehen. Ich meine, bei den Männern, also die auch so, an der Chateau Loveni habe ich gelesen, laut einer Studie, vielleicht hast du doch gelesen, laut einer Studie spielen ja, Männer nicht unbedingt ein Instrument oder extremen Death Metal für Frauen zu impressionieren oder für cool auf der Bühne auszusehen, mehr für andere Männer zu beeindrucken, für zu sagen, guck, was ich kann. Gell? An der Schule gelesen und schon gelernt, dann war ich mehr einen Artikel gelesen, war ich mehr so, ja, bist du wirklich das schon drin, gell? Wir sind einfach so nicht wie schadenfroh, ob entweder den anderen kennt etwas, was ich noch nicht kenne, und dann lässt das, dann bist du froh. Und dann bist du aber einerseits so, bitte, wieso kennt der Wichser das, gell? Wieso kann er nicht das nicht? Ja. Das ist immer ein gewisser Sport von Egoismus, wo du rumkennst, gell? Ja. Wie viel entwickelt sich weiter, wie viel finden neue Sachen. Ja. Ich meine, mit dem ganzen Gatekeeping machen wir auch am großen ganzen Newcomern schwer, überhaupt ranzukommen, gell? Weil die merken, wie toxisch die ganze Community ist und die vielleicht auch gar keinen Bock mehr weiter zu lauschen. Ja. Ich meine, im Endeffekt will man ja, dass der Metal weiterlebt, dass die Community weiter bestehen bleibt und so weiter. Das stimmt. Ich meine, so eine Problematik wird der Text wahrscheinlich auch irgendwo zu Lützeburg gehen. Mehr persönlich kann ich nicht so, und das war Ja. ich du verweist, aber ich meine, es geht immer geschwart, es geht immer dumm geschwart. Und das ist schuld. Weil egal wie es ist und egal wie lange das daheim bist, die Zeit, wo du für uns, weil du verschiedene Sachen nicht lauscht hast, weil du meinst, es wäre nicht das Richtigste, hast du ganz viel verpasst, weil ein ganz Leben kriegt nicht das gefüllt, was du Musik zu bieten gibt. Gell?
ne. bei weitem nicht. Ich hatte ja heim noch die Erfahrung net ich hat sie wat nie persönlich gemacht gehabt dafür will ich dazu dat net gut wie gesagt, da geht freen hat der Kirche en gewisse Aderweis wie ops reagiert gehabt ne ja du hast dafür gesucht für Männer dass man nur am so gefall ge viele Frauen leiden auch unter dem Gatekeeping ne? Weil du gehst ja auch, dass du mittlerweile auch schon bald zu einem Meme gehen eine Frage kurz Slayer T-Shirt und da könnten echt ein Dude gelaufen bei hat nenn mal 3 Lieder für Slayer Ja, ja. Ja. Ja, einerseits musst du schon bald fertig. Also, wenn du Fan von etwas bist, dann musst du schon vielfalt überlegen, wo du hingehst. So, merkt, war das, wenn ich angeschwärzt bin. Aber das, wenn die Stadt nicht weiß. Und das ist nicht überzeugt, dass das schon 4 kommen ist, gell? ja das ist auch peinlich gell? Das ist auch ein bisschen cringe gell? Ja, mit Cringe dominiert. Cringe, Ja. Cringe, also das Wort Cringe an der Satz Metal aus mir Musik, sie meinen, steht 2 Wörter von 2022 vor anderen Hand gehen, gell? Ja. Ja. Nein, aber natürlich, ich meine, egal, und du hast viele von uns schon betroffen gewesen oder hat eine Situation. Wir schwätzen halt, Metal hat schwätzt gerne über seine Musik und dealt sie auch gerne. Wenn du dann eine Person, wo du lange nicht gesehen hast, irgendwo rumgesagt, bei einem Konzert, hauptsächlich auf Konzert, da könnt ihr mal gerne Diskussionen ab. Ja, ich weiß nicht, was macht der Moment für Musik? Und dann fängt er an zu schwätzen, ja, ich war dick inspiriert von Death Heaven oder von Holy Fawn oder irgendwas. Und dann warst du so, irgendwo warst du dann, oh, mega cool, ich finde das dick geil, ich fand das dick gut, dass er in die Richtung geht. Und ein anderer steht eben drunter und so, ich fand das dick scheiße, was er macht, gell. Ja, dann hast du schon direkt, dann hast du Diskussionen aus der Last, gell. Ja, das fällt auch wahrscheinlich nie aussterben, weil das immer weitergehen. Ich meine, Gatekeeping gilt ja auch nicht immer, du Gatekeeping gilt an alle Sparten. Ne? Ja, natürlich. Mengen, ja. Mit Auch was du siehst, Ananas gehört nicht bei Pizza, der Moment hast du Pizza gegatekeept, sozusagen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht denkt. So passt definitiv nicht, also fette Stecker auf Pizza. Das ist richtig. Schon eine Pizza, wo Ananas drauf ist, muss die Ananas am besten mit einem Sparschiller. Weißt du? An ganz dünnen Stripes, das ist auch teilweise an der kurzen Zeit, wo es am Morgen karamellisiert geht. Dann ging ich so auch essen. Kann ich vielleicht probieren. Also ich sehe kein Freund davon, zumindest nicht, wie sie momentan neben existiert, mit den dicken Stecker. Aber wenn sie selbst essen, dann essen, um Gottes Willen. Das ist mir doch scheißegal, für eine Pizza du hast. Ja. Ja, du sind effektiv, die Italiener sind da mega penibel dran, zumindest die Oldschool, gell. Das ist die hart am Kochen. Die hart am Kochen, das ist, ja. Ich meine, du könntest mal auch eine Episode mal Comedy Goes Cooking, weißt du, und dann just Food Keeping nennen wir das dann. Nee, so möchte ich das nicht, das möchte ich so. Ich meine, die penibelste Küche zwar noch immer weltweit an der Schweizer Erfahrung als die indisch, gell. Also, ich hatte effektiv echt die Italiener auch gedacht, gell. Ja, okay, also, wenn du so guckst, ich will keinen dabei zu beleidigen, wie gesagt, ich selber betroffen. Italiener sind den Inder gleichgestellt. Die Inder sind Italiener aus dem Osten. An ihrer Mentalität, wie sie mit der Familie und wie sie Anfang alles. Über 10 Jahre, was so eine Stunde, über 16 Jahre, als Familie und so, weiß ich, und kann ich das gerne so, ohne Hemmungen, gell. Ja. Ja, du zum Beispiel, das, wo wir sowieso bei Indien sind, das heißt, guck, das geht nach, das ist aber ein kleiner Parenthese, wie viele Parenthesen habe ich ins abgemäht oder nie so gemäht. Die indische Band zum Beispiel, Bloodywood, gell, die ja so ein bisschen, also die gerne als Bollywood-Metal gestempelt. Ich meine, das ist doch ein bisschen wurscht, aber sie gehen an Indien von der neuen Generation gefeiert. Und
an weltweit gëtt gesot nee also auch wann sie vielleicht Suchse hatte ne dat du hast Metal huet gefälligst aus entweder aus dem Norde von Europa oder aus Europa oder aus Amerika zu kommen so sagen ich auch schon heieren gell ob dat lo Indien also oder Japan egal wo gell de Metal aus überall gell den hast net nimmen bei dir für am 4Gätsche gell was vielleicht wunden an Nordeuropa an Amerika Weißleit hauptsächlich Voilà. das auch eng ja das war ja auch lang immer Thema gewircht gell ja schwarze Bondmember an enger Band war da egal wat für Nationalitäten hat gell das war oft auch fromm geguckt gehen als Wols und den nachts schon noch mal ja wo dat sowieso noch net bei de Leiung kommmerst das Welt sich am Behang hast zu drehen an voilà, da war von allen allgemünsche sind voilà, an Fa vu moi ass net weis oder giel d'Favers ass an 50 Joer gëtt gi weise gëtt gi gele méi dat immer alle gut brong wenn man alle goete gemëcht sinn ich fand dat gut an ich fand dat Dir woch nemmi zreckkoen bei mat Grenzen oder so blödsinn den ganze Rassismus so dat muss einfach ophalen. Mit dat eng an Thematik mensch wo passt. Da schon ein ganz groß Klammer op. Ja absolut. Ich meine wat mehr sowieso en gewëlles hatten mir werkelen noch immer droen méi dats eng delikat Episode wollte man auch enkeier an die religiös Faktoren wo deelweise Metal vertruude sinn. Me do will man sich gut beleigen auch van 20 Leute sind die als no drin me geht dass man von denen beleigen dat will man nicht unbedingt und der werkle man nach man der wird dann noch irgendwann gekommen dat wird die mengsch net kontroverses me kompliceéierste gi für Eis ja für net gecancelt zum Beispiel für net gecancelt oder FBI open up mehr ja. Schmenge Punkto Gatekeeping Hummer am Detail genug für alles Nullstra durchgeknarrt leichtert alles von Musik egal wat für Genre das zumindest absolut los ich keinen vier schreiben dass dat ne dat net oder dat as kein heavy metal dat das muss in alles lauster für mat zu schwatzen genau dafür schwätze mir gewöhn schüssen da ist 2 an net man ja nee da man introvertiert Motherfucker sind die hängen das geil ich kann mich nicht verklonen best life choices ever gell mehr ich ging so und das war dann für Haut bei dieser aber bisschen interessanter alles Dinger die interessant medial war bisschen mehr interessant wie die Lash zumindest von mehr dazu ja voilà. mir fanden den neues interessant an du hat los dabei an so ein Merci für Nullstellen am mehr gesinn als bei der nächste Käier genau Sinn.